Moin, liebe Lüd, da sind wir mal wieder mit Platt to go, unsers lüde Plattschole und twas mit der 29. Folge, nicht zu glauben. Und wir habt uns natürlich mal wieder ein Gast in Lord, wohl du die Lüd muss söben guten Dach singen. Ja, sehr gern. Salut zusammen, mein Name ist Flavio Kriener, ich bin hier Schauspieler. Herzlich willkommen hier im Onsorg im Bühnenbild von der Leben Öllen und ja, merci für die Einladung. Ja, wie ihr unschwer erkennen konntet, Flavio Kiener ist Schweizer. Er kann natürlich auch akzentfrei Hochdeutsch, denn er hat eine Schauspielschule besucht. Übrigens, wir beide dieselbe Schauspielschule. Und jetzt hat er sich fürs Ohnsorg-Theater aber auch nochmal Plattdeutsch drauf geschafft. Wir sind da! Hey, hier? Mama, Papa! Sind die da? In der Küche sind sie nicht. Und wo sind sie denn? Das Auto ist weg. Vielleicht sind sie alle im Krankenhaus. Gut, ich vorhin. Nee, TÜV, Sie habt einen Zettel da lauten. Sie sind an Seefort und Gott spazieren. Oh. Spazieren? Hier, wie schön vors herkommen, ein Notfall. Ich fuhr 300 Kilometer und die beiden kurz spazieren. Wir schulden uns mal nicht so viel Sorgen mogen. Vielleicht geht ihm das aber nicht gut. Oh, wenn jem das bar nicht gut konnte, dann haben sie gesagt, Kinder, das geht uns bar nicht gut. Nicht, kommt so schnell wie möglich her, wir haben euch etwas Wichtiges zu sagen. PS, wir lieben euch. Stimmt. PS, wir lieben euch. Das kann ihn all bang mocken. Jawohl, da haben wir dich schon mal in Aktion gehört. Das ist aber noch nicht mal dein erstes plattdeutsches Stück. Du warst davor schon in... Allünne in Dannenbaum. Genau, auch auf Plattdeutsch. Ja, ich frag dich einfach mal, Flavio, wie war das jetzt? Du hast Plattdeutsch jetzt davor noch nie gesprochen wahrscheinlich. Wie hast du dir das raufgeschafft? Wie war dieses Abenteuer für dich? Gesprochen tatsächlich nicht, nee. Hin und wieder habe ich es gehört und die Oma von meiner Freundin, die spricht auch Platt, die kommt aus Dithmarschen und die schnackt dann gerne mit mir auch mal Platt, aber ich habe da sonst überhaupt gar keine Erfahrung. Genau, und das hat sich dann so abgehandelt, dass ich das Textbuch bekommen habe und dann deine Aufnahmen und dann habe ich mich brav zu Hause hingesetzt und immer wieder die Aufnahmen gehört und mir dann so kleine Notizen gemacht, wie das jetzt ausgesprochen wird, wenn es irgendwie ganz anders ist, als man es liest. Und genau, dann habe ich da Satz für Satz, Abschnitt für Abschnitt und irgendwann kriegt man dann so ein Gespür dafür, dann muss man das nicht mehr ganz so oft hören und dann wird es immer flüssiger. Ich glaube, da gibt's aber auch ein paar Sachen, die sind ähnlich zum Schweizerdeutschen, wo du möglicherweise einen Vorteil hattest. Ist dir da was aufgefallen? Es sind so gewisse Worte, die manchmal ähnlich sind oder auch Laute. Wobei, was auch schwierig, also, oder was man sich immer wieder anhören muss, ist so diese Os und As und wann wird das so geschrieben? Zum Beispiel, um mal was rauszugreifen, was heißt Haus auf Schweizerdeutsch? Hus. So, was heißt es auf Plattdeutsch? Hus, ne? Ja. Da sind wir. Und unsere Platt-to-go-Leute, die kennen bereits den Begriff der zweiten Lautverschiebung. Das ist der Punkt, wo das Hochdeutsche sich vom Plattdeutschen getrennt hat, sozusagen, so zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert, also so Karl der Große rum. Ja, da haben sich die Konsonanten verschoben. Das heißt, aus dem germanischen Toilette und dem plattdeutschen Lorten wurde Hochdeutsch lassen, also T wurde zu S. Oder Plattdeutsch höpen, horpen oder Englisch to hope wurde Hochdeutsch hoffen, P wurde zu F und sowas. Oder das Ich wurde ich, K wurde zu CH. Das ist die Lautverschiebung, da ist das Niederdeutsche geblieben, auf dem alten germanischen Stand, das Hochdeutsche ist entstanden. So. Das trennt also auch das Plattdeutsche vom Schweizerdeutschen. Aber es gibt eine spätere Entwicklung im 12. Jahrhundert, nämlich die neuhochdeutsche Diphthongierung. Da ist sowas passiert wie Is wurde zu Eis, für wurde zu Feuer und Hus wurde zu Haus. Und das hat das Plattdeutsche mit dem Schweizerdeutschen gemeinsam. Da ist auch das Schweizerdeutsche noch zusammen mit dem Plattdeutschen und dem Ripuarischen, das sind so die Kölner. Da heißt es auch Hus. Da bilden wir drei so eine kleine tapfere Gruppe eines gallischen Dorfes, das so den alten Vokalstand bewahrt. Deshalb glaube ich, dass die Schweizer hier im Haus manchmal einen Vorteil haben. Ja, vielleicht ist das so unbewusst oder eben, weil das schon so gesetzt ist in einem und dass das helfen kann. Ich habe auch ein Wort, ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagt, aber Schlittschuhlaufen, Schöfeln, habe ich mal gelesen. Und im Schweizer ist es Schlöfler.
Das fand ich immer, das war so meine erste Annäherung, wo ich dachte, ach ja, cool, das ist ja irgendwie, hört sich ja fast gleich an. Sag mal, Flavio, hat denn das Plattdeutsche jetzt über die Bühne hinaus schon irgendwie Einzug in deinen Alltag gefunden? Ja, auf jeden Fall. Also manchmal, selbst im Alltag, fange ich auf einmal an, so plattdeutsche Worte zu benutzen. Und erschrecke ich mich immer selber, wie schnell das geht. Und ja, weil ich mich halt auch viel damit beschäftige. Und dann kommt dazu, also ich habe einen Käsestand, ich arbeite auf dem Wochenmarkt noch samstags, verkaufe da Schweizer Käse in Eimsbüttel, Grundstraße, ein sehr guter Markt. Genau, und da spreche ich dann halt eben so, begrüße, ja, hallo zusammen, ja, das Stückchen Käse und dann freuen sich die alle, dass, ja, der Schweizer hier. Und dann habe ich da meine Programmhefte ausliegen vom Unsorg und dann, ja, was, du spielst hier im Unsorg, der Schweizer im Unsorg, das gibt's doch gar nicht. Und ja, ich spreche auch ein bisschen platt und dann kommen wir so ein bisschen mit Plattdeutsch ins Gespräch und dann verabschiede ich die manchmal auch so mit Plattdeutsch oder wir lesen, teilweise habe ich dann das Textbuch auch auf der Käseablage ausliegen und dann lerne ich da schon wieder Text und dann werde ich da kurz abgefragt, so. Ja. Und sag mal, Flavio, ich wollte dich auch noch mal fragen, wir haben schon mal drüber geschnackt. In der Schweiz haben wir es ja ähnlich wie im Plattdeutschen. Es gibt das Schweizerdeutsche, aber es sind ja lauter verschiedene Dialekte, die sich unterscheiden. Und es gibt kein Standard-Schweizerdeutsch. Nee. Es gibt das Hochdeutsche, wie in Deutschland, und die Dialekte. Und es ist im Plattdeutschen ja auch so. Wir haben Hamburger Platt, Bremer Platt, Mecklenburger Platt und so weiter und kein Standardplatt. Aber ich glaube, in der Schweiz funktioniert das besser irgendwie. Ihr sprecht auch Schweizerdeutsch miteinander, auch wenn das sich unterscheidet. Ne? Ihr Ja, sprecht auf jeden nicht Fall. miteinander. Also genau. Der Berner spricht mit dem Walliser oder mit dem Zürcher in seinem Dialekt und umgekehrt und man versteht sich. Klar, wenn das jetzt irgendwie so ein ganz krasser Bergdorf-Dialekt ist, so dann muss man ab und zu mal nachfragen oder so, aber Aber man fällt dann trotzdem nicht ins Hochdeutsche. nein, man auf fragt halt gar nach. keinen Fall. Ja. Nee. Ja. Nee. Denn das ist eben das, was ich so schade finde bei uns im Plattdeutschen, dass die Leute sich ganz oft sehr auf ihren Dialekt versteifen. Und wenn einer ein bisschen anderes Platt spricht, dann sprechen sie Hochdeutsch miteinander, obwohl man doch eigentlich eine Chance hätte, Plattdeutsch zu sprechen. Ja. Und wenn es einer nicht versteht, dann erst recht. Und so, nee, versuch's doch auf Plattdeutsch nochmal zu erklären oder so. Ja, gibt's ja auch, also ich spreche das Berndeutsche und selbst da gibt's dann schon wieder unterschiedliche Worte oder Redewendungen. Aber das ist, das finde ich auch das, was so schön ist, irgendwie so, dass man oder teilweise auch schade, dass das auch ein bisschen verloren geht, weil man dann doch so viel des vom Deutschen übernimmt und deshalb sollte das auch bewahrt werden, auf jeden Fall. Also ich finde, wir Plattdeutschen können was von den Schweizern lernen. Manchmal passiert es auch so, dass man dann, weiß ich, wenn man so einen Bezug zu der Sprache hat oder so ein bisschen so einen empathischen Bezug dazu, dass man dann fast eher versucht, den Dialekt des Gegenübers zu übernehmen. Also, aber man würde niemals auf Hochdeutsch miteinander sprechen. So, wir haben im Programmheft jetzt eine neue Rubrik, nämlich das Unsorg Norkiksel, also Norkiksel, das Nachguckchen, also den Spickzettel, wo ein paar wichtige Vokabeln für jedes Stück drinstehen. Und ich würde vorschlagen, Flavio, wir prüfen dich jetzt mal und gehen da zusammen durch, wie gut du da im Stoff bist. Oh, ja. So, das schöne plattdeutsche Wort Bregenklöderich. Ja, verrückt, geistig, verwirrt. Genau, ne? Bregen, Brain, das Gehirn, da klödert das kann kein gutes Zeichen sein. Was greifen wir nochmal raus? Krorsch. Krorsch, Mut, Courage. Courage, was heißt das auf Schweizerdeutsch? Mut oder Courage. Courage, ja. Da haben wir auch, es kommt natürlich aus dem Französischen. Genau. So, aber trotzdem haben wir da schon wieder eine Verwandtschaft. Oder was haben wir noch Schönes? Marachen. Marachen, schwer arbeiten, genau. Sich abrackern oder sowas. Was heißt, was kann man dafür sagen auf Schweizerdeutsch? Bürzer, Krampfe, Bügle. Puckeln. Ja, puckeln, das Ja. können wir auch auf Plattdeutsch. Super. Mensch, also ich würde sagen, da bist du gut vorbereitet. Genau, jetzt kann ich dich ja noch mal was fragen. Weißt du denn, was zum Beispiel, der Klassiker, das Hochikästli? Ist das der Kuchenkasten, der Brotkasten, sowas? Ja, fast. Also, Hochi ist die Küche und das Kästli, ja, der kleine Kasten, so der Küchenkasten, der Küchenschrank. Oder das schöne Wort Gröbschi.
Würde ich jetzt was sagen, die Hebamme oder sowas. Ja, nee, nicht wirklich. Ich weiß nicht, jeder hat da so ein anderes Wort für. Ich weiß, beim Apfel das Kerngehäuse, Der Griebsch. der Griebsch. Ja. Ist das Ja. auch platt? Ja, der Griebsch. Der Also Griebsch. gibt's auch auf Plattdeutsch verschiedene. Aber das Witzige ist, meine erste Assoziation, die Hebamme ist auf Plattdeutsch Mutter Griebsch. Ach, witzig. Also war meine Assoziation voll ins Schwarze, würde ich mal sagen. So, nu kommt wir zum Schluss nochmal zu uns fragen, du hätt wie auch wieder Mails kriegen. Genau, und Saskia Meestern fragt nämlich nach dem Wort Öster. So nannte meine Mutter meine Schwester und mich, wenn wir frech waren. Woher kommt das? Ja, das ist schnell erklärt. Öster oder auch einfach nur Ös ist der Plural von Ors, also das Aas, das tote Tier. Und das ist einfach ein schimpfender Ausdruck für einen Menschen, du Aas, aber eben auch gerne scherzhaft und deshalb auch für ein Kind, ein freches Kind, du Aas. Hier Öster, nun kommt mal an den Tisch. Da kommt's her. Ach, siehst du, schon wieder was gelernt. Siehst du? Andreas Sande fragt auseinanderklabüsern. Genau. Klabüsern oder Klamüsern. Wenn man sich was ausklamüstert oder was auseinanderklabüsert oder klamüsert, das kommt von Kallmäuser. Ein Kallmäuser ist ein uraltes deutsches Wort für einen Stubenhocker. Also einer, der im Studierzimmer hockt und tüftelt und denkt und liest und immer da drin sitzt. Und das ist eben das Bild dafür, wenn man irgendwie ganz frickelig irgendwas ausarbeitet und sich überlegen oder eben was auseinanderpulen muss. Auseinanderklamüsern. Genau, dann steht die Frage noch im Raum, was denn wohl Mucksch heißt. Genau. Ich glaube, was es heißt, wissen wir, wenn man Mucksch ist, aber woher kommt's? Das ist ein lautmalerisches Wort, und zwar Muck. Wenn man so ein Geräusch macht, dann muckt er. Aufmucken oder jemand sagt kein Mucks oder sowas. Das ist alles die gleiche Wortwurf für dieses Bild, wenn einer Mucksch ist, ne? Und deshalb Muck auf Plattdeutsch ist auch einfach die schlechte Laune. Wenn einer Mucksch ist, dann ist er so schmuddelig, maulig, ne? Muckt so rum. Da kommt das Wort her. Wenn einer Mucksch ist, so ein Kind, na, bist du eingeschnappt, dann ist er Mucksch. Ja, spannend. Das sind schon die Fragen für diesmal. Dann kommen wir noch ganz schnell mit einem Fundstück um die Ecke. Und zwar ist das ein schönes altes Fachwerkhaus aus Hamburg-Bergedorf. Da steht am Balken: nicht muhlen und nicht klönen, nicht schimpen und nicht dröhnen, viel Snack und Wöhr hebt die in Quark, Spey in der Hand und ran an Wag. Ungefähr was verstanden? Ja. Nicht muhlen und nicht klönen. Also schimpen, nicht klagen und nicht nicht schimpfen und nicht nicht dröhnen. genau, nicht Nicht schimpfen und klagen und sabbeln, ne? Viel Snack und Wöhr. viel Schnacken und Wörter heißt helft die aus. Helft dir in Quark. Helfen dir ein Scheißdreck. Also helfen dir überhaupt gar nicht. Okay. Spey in der Hand, Spray in Spucke der Hand. und ran ans Werk. Genau. Spuck in die Hand und ran an Werk. Ran an die Arbeit. Das ist norddeutscher Arbeitsgeist. Man darf aber auch mal Pause machen. Wie drüft auch nur Pfofftein mogen. Wie mogt nun nicht bloß Pfofftein, wie mogt Schluss? Und dafür gut wie noch mal Gauröver Nordsofa. So, dat wärt allwetter mit der 29. Folge. Wie seht uns wie die dirtigste Folge Wetter? Und ihr kennt dat all. Tschüssing, holt jo fuchtig. Bett Anamol.